Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Live. In diesem Live möchte ich dir vorstellen, was wir heute Abend am 8. Uhr machen in unserem Schweizerdeutschkurs. Wir haben jeden Montag am Abend am 8. Uhr einen Schweizerdeutschkurs, eine Live-Lektion, wo wir einen Dialog vorbereiten mit 4 Bildern und nachher reden wir zusammen reden im in einem Zoom-Meeting. Ja, und heute am Abend ist das Thema «Wo drückt der Schuh?». Zwei alte Freunde wollen zusammen abmachen, aber immer kommt etwas dazwischen. Entweder fühlt sich der eine nicht gut oder sie haben ganz anderen Tages- und Nachtrhythmus. Der eine ist ein Frühaufsteher und geht gerne am Morgen früh aus dem Haus und unternimmt etwas. Und der andere tut gerne Party machen und ist an der Fasnacht und muss lang ausschlafen am Morgen. Und dann ist es auch schwieriger, einander irgendwo zu finden und zusammen abzumachen, zusammen zu treffen. In diesem Dialog auf Schweizerdeutsch haben wir auch jeden Satz übersetzt auf Englisch. Und wenn du Englisch nicht kannst, denke ich, ist es einfach, die Sätze in deine Sprache weiter zu übersetzen. Also, die Dialoge sind übersetzt, aber ich selber tue nicht viel Englisch reden oder versuche möglichst nichts anders zu reden und nur Schweizerdeutsch zu reden. Dass du kannst dich als Schweizerdeutsch gewöhnen, dass du Schweizerdeutsch kannst hören, so viel wie möglich. Ich versuche langsam und deutlich zu reden. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du im Chat Fragen stellen. Und ich versuche, deine Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Dann nachher, nach dieser halben Livestream, haben wir auch eine halbe Stunde ein Treffen, wo wir zusammen üben, Schweizerdeutsch reden. Für das Treffen lesen wir den Dialog noch einmal durchlesen, in kleinen Gruppen, zu zweit oder zu dritt zusammen. Und wir reden über verschiedene Sprachen reden. Nicht Sprachen, auf Schweizerdeutsch natürlich, so gut wie möglich auf Schweizerdeutsch, über die Fragen, die wir zu dem Text haben. Wir können Smalltalk machen, wir können einander kennenlernen. Ich finde es immer interessant zu sehen, wer da im Schweizerdeutschkurs mitmacht, woher die Leute kommen, was sie machen. Und wir haben immer ein schönes Treffen miteinander. Wir lernen uns ein bisschen besser kennen in dem Zoom-Treffen. Und gleichzeitig haben wir auch ein Zoom-Treffen. Schon am Abend am 8. Uhr fängt ein Zoom-Treffen an für Leute, die sehr fortgeschritten sind, schon im Schweizerdeutsch, die aber noch möchten mehr Wortschatz lernen und mehr flüssender können reden. Und diese Leute treffen sich am 8. Uhr auch auf Zoom mit der Nadia. Nadia tut immer auch einen Text vorbereiten zum gleichen Thema. Heute hat sie über ihre verschiedenen Erfahrungen geredet, eben wie das ist, wenn man zusammen abmacht in der Schweiz, wo man häufig schon sehr weit im Voraus muss planen und eine Agenda haben und alles einschreiben und zusammen abmachen. Und wie das ist in Costa Rica, wo sie auch lebt und surfen und viele Freunde hat. Und dort ist man viel spontaner. Also ich denke, es gibt einige Leute, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass es für sie nicht ganz so einfach ist, so weit im Voraus zu planen, so weit im Voraus können zu sagen, auf was dass sie dann Lust haben. Und ich habe einmal mit einem Italiener geredet und er hat das Gefühl gehabt, das ist ja schrecklich mit Schweizer Freundinnen.
Ich weiß doch nicht, was ich in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 4 Wochen möchte machen. Das ist für mich viel zu schwierig zu entscheiden, was ich dann möchte machen. Also das gibt kulturelle Unterschiede, wie das ist, wenn man miteinander abmacht und auf das, wenn wir auch zusammen eingehen und miteinander reden, ob du gern spontan bist und spontan möchtest etwas machen oder ob du lieber eben vorausplanen. Was ist der Vorteil, wenn man vorausplanen und was ist der Vorteil, wenn man spontan ist? Oder vielleicht ist es gut, wenn man Zeit für beides hat, wenn man nicht ganz so verplant ist, dass man gar nichts spontan machen kann, aber doch ein bisschen überlegt, mit wem möchte ich mich treffen, wann wäre das möglich, was möchten wir gerne zusammen unternehmen, was könnten wir machen, dann kann man sich nämlich ganz coole Sachen ausdenken, schöne Ausflüge, man kann vielleicht einen Flug rechtzeitig reservieren, zusammen ein paar Tage weggehen oder Freunde treffen, wo man einfach nicht so spontan oder wo man im Alltag nicht immer kreuzt. Ja? Dann muss man ihnen anrufen und mit ihnen etwas abmachen. Mit denen macht man sonst gar nichts, wenn man nicht sich darum bemüht, mit ihnen ein Treffen zu haben. Also das ist so das Thema für den Kurs. Das ist der Konversationskurs am Abend am 8. Uhr. Und zu dem Konversationskurs haben wir auch immer Text auf unserer Homepage für unsere Mitglieder. Und das Audio ist auch auf verschiedenen Podcast-Seiten, also bei verschiedenen Podcast-Anbietern unter Swiss German Online Podcasts. Also wenn du möchtest sehen, was wir auch schon die letzten Wochen und Monate und so für Themen hatten, was wir für Texte hatten, dann kannst du dort beim Podcast schauen und einfach auch ein bisschen Schweizerdeutsch hören. Es ist ganz wichtig, dass du Schweizerdeutsch hören kannst, wenn du möchtest Schweizerdeutsch lernen. Also ganz wichtig ist hören und immer besser verstehen. Und mit der Zeit kommt dann das Reden auch. Und du kannst eben mit uns, mit anderen Leuten, die auch Schweizerdeutsch lernen, kannst du Schweizerdeutsch üben. Und dann vielleicht bist du sicher genug und bekommst Sicherheit und Selbstbewusstsein, dass du dann auch mit den Schweizern, mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen und Nachbarn kannst Schweizerdeutsch reden. Das wäre das Ziel, dass du am Schluss kannst Schweizerdeutsch reden. Was denkst du? Ist es wichtig, selber auch Schweizerdeutsch zu reden? Oder ist es einfach wichtig zu verstehen und Schweizerdeutsch reden ist dir nicht wichtig? Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die möchten beim Hochdeutsch bleiben und nur Schweizerdeutsch verstehen. Und das ist gut verständlich. Aber es gibt auch viele Deutsche, die ich kenne, die mit der Zeit switchen und auf Schweizerdeutsch übergehen. Vielleicht müssen sie ein bisschen länger warten, bis sie ein bisschen sicherer in der Sprache werden, die Deutschen, um können Schweizerdeutsch reden. Weil sie haben da verschiedene Erfahrungen in der Schweiz. Es ist vielleicht nicht immer einfach. Es ist vielleicht so, wie wenn ich versuche, mit meiner Mutter ein bisschen Zürichdeutsch zu reden und mein Zürichdeutsch zu üben. Ich höre es viel, weil sie es redet. Sie redet nicht so ein extremes Zürichdeutsch, aber ich habe auch Familie in Zürich. Aber wenn ich anfange Zürichdeutsch reden, hat sie immer das Gefühl, ich mache mich über sie lustig. Also sehr wahrscheinlich kann ich noch zu wenig gut Zürichdeutsch, dass es natürlich tönt und sie nicht das Gefühl hat, dass ich mich über sie lustig mache. Vielleicht ist das ein bisschen das gleiche Phänomen
mit den Deutschen auch, aber es ist sicher möglich, dass du auch die Etappe erreichst, wo du Schweizerdeutsch reden mit den Schweizern zusammen. Gut, also ich möchte dich noch einmal einladen. Heute am Abend am 8. Uhr haben wir einen VIP-Schweizerdeutsch-Kurs über heute haben wir so den Satz «Wo drückt der Schuh?» über sich treffen mit den anderen und eben das Problem, dass es manchmal ganz schwierig ist, mit jemandem anderem etwas zusammen abzumachen und zusammen einen Termin zu finden, weil besonders wir Schweizer häufig sehr ausgebucht sind und sehr weit im Voraus planen, wenn wir was mit wem machen. Und dann ist es nicht ganz so einfach, spontan zu sein und etwas spontan zusammen zu unternehmen, wenn man sich trifft, unterwegs zum Beispiel, und sagen, ja, man kann ja dann sagen, oh komm, wir gehen zusammen spazieren oder wir gehen schnell zusammen eins ziehen oder wir komm doch zu mir heim käfeln. Ja, das klappt nicht immer. Vielleicht hat es bei dir schon geklappt. Ich bin gespannt auf eure Geschichten und eure Erfahrungen, wie das so ist, mit Schweizer zusammen abzumachen oder auch einfach mit anderen Freunden aus anderen Kulturen. Und heute am Abend, am 8. Uhr, können wir zusammen reden. Für den VIP-Kurs gibt es zuerst einen Livestream von 30 Minuten. Und dann gibt es 30 Minuten Zoom-Treffen, wo wir miteinander reden können. Und für die Fortgeschrittenen, die möchten miteinander einfach Schweizerdeutsch üben und besser lernen reden, die vielleicht auch nicht so viel Gelegenheit haben, selber zu üben, weil sie im Ausland wohnen oder so. Für die gibt es ein Zoom-Treffen am 8. Und die können mit der Nadia zusammen Schweizerdeutsch üben und andere Leute aus der Gruppe, nicht nur mit der Nadia. Also, das war es von mir. Das ist unser Schweizerdeutschkurs. Du dich einschreiben, du kannst ihn den ganzen Monat lang gratis testen. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann kostet es nachher 45 Franken pro Monat. In diesem Kurs hast du Zutritt nachher zu unserer Homepage für die Mitglieder. Und dort sind alle archivierten Lektionen. Also wenn du Zeit und Lust hast, kannst du ganz viele lustige, interessante Geschichten anschauen und mit ihnen Schweizerdeutsch üben. Danke vielmals für euer Interesse. Macht's gut und wer weiß, vielleicht sehen wir uns heute Abend. Du dich einschreiben auf swissgermanonline.com. Tschüss!